mir so der auch merci, dat mat gelehne tun lo iwwer eng Impfpflicht zu diskutieren, seg Debatte immer begräßen, das ein ganz wichtig. Ich werde direkt de pur mir allgemeng Bemerkungen dazu mehr. Wieso noch merci wie de Positionspapier den Regierung als Kinder, die frohen, die Makruten. Und ich will auch an den Merci nicht die Experten vergessen, die wirklich ein ganz interessant Arbeit gemacht haben. All die viele Leute, die wie ganz kurzfristig geschrieben haben, und da ist immer da viel interessante Überlegungen gehen. Und ich habe heute schon ein paar Sachen gelehrt. Und nicht unbedingt nur Sachen, über die ich ganz froh bin. Herr Staatsminister hat am Anfang direkt gesagt, wir haben eigentlich Diskussion oder die Diskussion der Viergegraft mit einer Decision schon geholt, in dem Sinn, dass wir eine Impfpflicht werden aufhören. Das wäre dezidiert. Das war aber nicht das, was am Anfang gesagt wurde. Es wurde gesagt, ich meine, Herr Wiesler hat doch gesagt, wir gingen eine Diskussion feiern. Hat gesagt, die Diskussion, also die Impfpflicht können, von sich richtig verstanden, an die Hütte auf den Expertengruppe berufen, hat gesagt, Wissenschaft hat das dezidiert, das ist nicht Regierung, die Wissenschaft hat das dezidiert, dann das, was wir wollen, hier ummerken, das ist aber Dateien. Ich meine, wir haben kein Gouvernement des Experts. Und eine Regierung kann sich der Verantwortung auch nicht entziehen. Das ist schon eine Decision von der Regierung, wie ein Projekt de loi vorgelegt wird. Und das ist eine Decision vom Parlament, ob wir das akzeptieren oder nicht. Weil wenn wir hier hingehen, also die Wissenschaft dezidiert, die Gruppe von Experten dezidiert, das sind eminent Leute. Hier Qualität will ich nicht vorstellen. Aber es kann nicht so sein, dass wir als Dedouanieren, als Politiker so und halt Experten dezidieren, dass wir ein Experte sind, dass auf welchen Bereichen gehen wir das machen. Also da muss man schon klare Grenzen ziehen. Eine zweite Bemerkung, das ist, wo ich will angehen, ob das, was man dem Justizminister gesagt hat, sie ist leider nicht heute, das tut mir leid, weil das schon eigentlich ganz wichtig ist, dass wir uns hier über die Notion vom Rechtsstaat einigen. Mit dem Gesundheitsminister hat gesagt, wir wären an einem fortschrittlichen Rechtsstaat. Eine interessante Notion, die dir benutzt hat, mit dem Minister. Und wir hatten auch hören, dass wie von der Universität Lützeburg schwätzt, wir wären an einer Zone von experimentellem Recht. Und Madame Justizminister, die hat letzte Woche am Klartext gesagt, und ich zitiere sie, das sind aber Prinzipien, also ich schwätze über Grundrechte, wohlgemerkt in unserem Land, das sind aber Prinzipien, die können eingeschränkt gehen. Und wir haben effektiv allgemein Grundrechte, die vorgesehen sind, aber sie sind aber relativ. Das heißt, sie können eingeschränkt gehen, weil der Gesamtnutzen mehr groß ist. Wir sind also hier in einer Diskussion, wo ein Justizminister, wo relative Grundrechte schwätzt, die Universität von einer experimentellen Rechtszone und Gesundheitsminister steht, wo fortschrittlichem Recht steht. Wir als ADR haben eine ganz einfache Position. Wir haben eine Verfassung, wir haben Gesetze, wir haben Grundgesetze, Grundrechte, an denen wir festhalten. Wir wollen weder experimentelle Recht haben, noch wollen wir besonders fortschrittlich sein. Wir wollen einfach die Rechte von den Leuten verdienen. Also könnt die Diskussion über eine Impfpflicht könnt an eine fragilisierte Gesellschaft daran. Ich meine, das muss ich ganz klar sehen. Die Gesellschaft hat ganz viele Probleme mit den zwei Pandemien. Das fängt auch an bei rechtsstaatlichen Sachen, wie zum Beispiel, wie funktionieren als Institutionen. Ja, den Herr Baum hat da den Strach. Wir haben effektiv die Fertigbrüche hier im Parlament, immer die verschiedenen Gesetze zu stimmen, um den Prozess doch enger müssen zu begleiten. Aber muss ich sagen, dass eine Regierung, die ein Parlament praktisch forciert, bei den 2-3 Gesetze zu holen, du hast aber nicht den Respekt für die Institutionen festzustellen, die wir uns wünschen. Wie ist es zu Summe leben? Es sind große Kriege in unserer Gesellschaft. Es ist viel Aggressivität. Muss schwätzen über die Presse. Ich meine, Arendt hat die Initiative geholt, für uns morgen eine Diskussion über die Presse zu feiern, das ist ein ganz gut Sache. Weil wie viel auch Aggressivität haben wir an unseren Medien gesehen, wie viel Marginalisierung von Leuten, die eine Meinung vertreten, die nicht den Mainstream durchstellen. Und das ist aber auch die Weise von der Demokratie, dass wir tolerant sind, allein zu Spruch kommen lassen. Was haben wir gesehen bei den Demonstrationen? Ja, es ist richtig, eine Demonstration soll angemeldet sein. Es ist nicht akzeptabel, wenn auf Police gesperrt wird oder wenn irgendwie die Leute meinen, sie könnten die Police aggressieren. Aber was die Regierung gemacht hat, Herr Cox ist halt leider nicht da, aber ich will hier ganz klar sagen, dass wir hier in einem Land sind, wo durch eine Decision, Herr Cox ist responsabel, Leute, die friedlich demonstriert haben, stundenlang, bei engem Grad Celsius,
an engem Grad Celsius an der neuer Avenue blockéiert wären, ohne Toiletten, ohne Essen, ohne Trinken, das ist für Lützeburg nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel und ihr braucht das nicht zu verteidigen, Herr Staatsminister, das ist nicht akzeptabel. Wir hätten gerne, dass Leute können friedlich demonstrieren und das Demonstrationsrecht an diesem Land nicht auf Frage gezogen wird. Wie ist es? Kommt, die geht auf den nächsten Punkt. Wie ist es mit der Höflichkeit? Nicht mehr mit der Höflichkeit, aber mit der Gastfreundschaft. Ich will nicht so, für die Leute, die dabei waren, Madame Lehnert von Lechtwoch dabei. Wir hatten heute 2 Petitionen diskutiert in diesem Parlament. Wir hatten 2 Petitionen in diesem Parlament diskutiert. Da hat man sogar ein Prix Nobel gewonnen. Wir hatten den Luc Montagnier. Eine Reaktion ist ganz interessant. Wir hatten den Luc Montagnier, Prix Nobel, und das kann ich mal sagen, wie über Covid d'accord sind oder nicht d'accord sind. Aber wie aus den Herr behandelt gehen, das ist das, was mich geniert hat. Ein Prix Nobel. Das ist keine einzige Zeitung hier im Land, die ein Interview mit Luc Montagnier angeführt hat. Das ist eine Kapazität, eine Sommität. Und dann ist aber hier kaum zu Spruch kommen. Ich will das just so, wie gesagt, ob in der Choras mit ihm oder nicht der Choras aber wie Respekt weise mir gegenüber so Leid. Gut, die Impfpflicht. Ich kann verstehen, absolut verstehen, dass ganz viele Leute hier am Land für eine Impfpflicht antreten. Und erster Platz, Doktoren und medizinisches Personal, die Leute leiden gesehen, sterben gesehen. Und die ihre Hände kein Rot mehr wissen. Das ist eigentlich normal, wenn ich in der Situation wäre, als Doktor ging ich auch wahrscheinlich stehen. Also wir müssen die Impfpflicht unbedingt tun. Wir müssen dem Leiden einsetzen. Wir kommen verharmlosen der Corona nicht. Corona ist eine potenziell tödliche Krankheit. Und das muss man einfach, aber klar. Das muss in den Leuten sagen. Und ich verstehe, dass die Leute, die Doktoren, da müssen kommen. Ich komme auf die Argumentation, ich keine Sorgen. Aber das ist ja normal, dass auch gesagt wird, komm, der für den Gesundheitssektor nicht überlassen. Auch das würde ich nur im Detail gucken. Es gibt ethische Argumente, Leute wollen zurück an normal leben, es gibt ökonomische und finanzielle Argumente, alles das ist richtig. Und ich werde erklären, für was da der, nee, wir wollen keine Impfpflicht. Wir setzen weiter auf freiwillige Impfungen. Das ist unser Credo, freiwillige Impfungen. Ja zur Impfung. Wir sind nicht die, die sagen, nee zur Impfung. Wir sagen ja, aber wir sagen ja freiwillig. Und das will ich argumentieren, und das will ich erklären. Wir wollen keine Impfpflicht. Wir wollen noch die Diskussion haben, an aller intellektueller Ruhe feiern. Weil an einem Klima von Angst kann ich doch nicht zu rationalen Konklusionen kommen. Angst fressen Seele auf, so der Rainer Maria Fassbinder einkehren. Das ist absolut richtig. Kommt mir feiern die Diskussion an intellektueller und moralischer Ruhe. Wir müssen gucken, Doktoren, die gucken, wie ich gerade gesagt habe, aber mit vollem Recht. Mit vollem Recht oder Gesundheit von ihrem Patient. Als Politiker muss man aber das gucken, aber wir müssen noch gucken oder Gesundheit von unserer Gesellschaft. Wir dürfen keinen ausgrenzen, wir müssen die demokratische Kultur hochhalten. Wir wollen keine Entgleisungen bei Demonstrationen, aber wir wollen keine Repression von Demonstrationen. Wir müssen uns Ruhe behalten. Wir wollen keine Überreaktionen, wir wollen ein Klima von Toleranz, verstehst du mich? Ja, guckt, wir haben hier eine Situation, wenn ich den Staat hier gucken über die letzte Zeit, wo wir eine dominante Regierung haben. Eine komplett dominante Regierung. Es gibt Pressekonferenzen gemacht. Und das ist natürlich politisch interessant für Regierungsmembers, da auf Pressekonferenzen zu sehen. Aber das ist auch schon ein Klima von einer gewissen Psychose in unserer Gesellschaft. Alle neue lauschen Neuigkeiten, alle neue kommen Inzidenzzahlen. Mit denen die meisten Leute die können das schon nicht mehr rational anordnen. Nämlich einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von denen Inzidenzzahlen, die wir alle neuen zu hören kriegen, paar tausend so, feiern überhaupt so eine Krankheit. Aber von denen, die krank geht, kommen nicht wenig Leute an eine Klinik, aber von denen, die an die Klinik kommen, kommen nach lang nicht alle auf eine Intensivstation. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein Klima von Angst verbreden, weil, wie gesagt, an ein Klima von Angst möchte ich keine gute Politik. Es soll ein politisches Klima sein, den einem demokratischen Staat gerecht wird, nicht ein Klima von Dirigismus und Repression. Freiheit und Verantwortung sind die Begriffe, die wir brauchen, und das geht mit denen und nicht gegen denen. Ich will
auch warne für eine Übermoralisierung von der Debatte. Das heißt ja ganz tags, die Freiheit hält ab, wo die anderen sagen, aufhängt das eine moralische Pflicht, eine ethische Verantwortung. Das tut alles ein Kerl, das will man nicht aufstreiten. Aber wir können nicht hingehen an all Debatte mit moralischen Argumenten feiern, weil da geht es nur die Ausweglosigkeit. Da können wir das an all Politikbereichen machen, dass das wirklich eine Verantwortung ist. Wir können das alles drehen, vom Klima bis ich weiß nicht wo. Da können wir alles so drehen, und das ist nicht, dass wir werden pro und contra von rationalen Argumenten. Und da lassen wir mal die moralische Keule, da lassen wir mal weg. Wie argumentieren wir? Schon von den Grundrechten schon geschwärzt, muss ich gucken, dass ihr immer aufweit, was nötig, was sinnvoll ist, und was am meisten intensiv ist. Wir wissen halt viel über die Covid. Ja, das ist eine potenziell tödliche Krankheit, aber das ist auch kein blauer Killer-Virus, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir wissen, wen menaciert als Haut. Wir wissen es relativ genau. Wir wissen, dass Elerleid, Mitleid, also die sind besonders menaciert, stark vermehrt Dialyse-Patienten, Arteriosklerose, Bluthochdruck, geschwächten Immunsystem, alles das sind klassisch Phänomene, wo Leute die ein besonderes Risiko haben. Madame Lehnert selber hat für gesagt, die Risikogruppe ist erkennbar. Ja, wir wissen, wen es menaciert. Aber wenn wir das wissen, wie weit gehen wir dann hin, und wir wollen Leute impfen, die selber kennen oder praktisch kein Risiko haben? Ist das verhältnismäßig? Da können wir natürlich so, dass wir die anderen zu schützen. Aber ich zitiere hier Leute, die ganz gerne zitieren, die auch noch für kurze bei meinen Ferien hören, bekannten Virologen, die auch an der deutschen Television sind, viele Leute, die deutsche Television gucken, Streeck, Drosten, allen zwei haben sie gesagt, allen zwei, die Impfung ist Eigenschutz und kein Fremdschutz. Und das muss ich wissen, das muss ich verstehen. Wer geimpft wird, weil als eine Reigerin, weil noch kann der Virus weiter überdrohen, weil die Wirkung vom Virus, also vom Impfstoff relativ sehr auffällt. Es schützt den Einzelnen für einen schweren Krankheitsverlauf normalerweise, das ist auch ganz gut so. Aber das ist kein Schutz gegenüber anderen unbedingt, weil ein aber kann der Virus Virologie, ja, man wahrscheinlich, aber es kann nicht. Und das ist einfach das Grundprinzip. Und dafür muss ich, wenn ich will, Leute de Cordon sanitär, also viel besser permanent zu testen, weil dann hat ein aktuell und zuverlässiges Ergebnis, wie wenn ich für einen paar Monate geimpft bin und wir sehen nicht, wie es überhaupt der Wirkungsgrad nach. Guckt mal, die körperliche Integrität. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Verfassungsprinzip auf Respekt de la vie privée. Darf der Staat das überhaupt? Darf der Staat medizinisch zu einem Sohn sagen, du bist geimpft? Wir haben eine Reihe Überlegungen. Wir wissen, mit medizinischen Argumenten geht es da ganz viel dagegen. Guckt, wir wissen zum Beispiel nicht, wie Langzeitwirkungen von dem Virus, also von dem Impfstoff sind. Pardon. Wir wissen es nicht. Natürlich wird gesagt, dazu verschiedene erklärt, mir aber ein Brett, sie viele Leute geimpft gesehen, aber auch bei denen wissen wir nicht, wie Langzeitwirkungen sind. Wir sollten doch nicht vergessen, was man in der Vergangenheit auch in Erfahrungen hatten. Erinnert euch, und dafür kommt er gerne. Wo wir auch das als Wundermittel verkauft konnten, auf wie viele Kinder mit Behinderungen sind nur geboren gehen. Auch das wissen wir nicht. Ich will nicht sagen, dass die Impfstoffe auch das können als Konsequenzen. Ich will just sagen, wir kennen Langzeitwirkungen haut nicht. Und dafür soll man vorsichtig sein. Ich verstehe komplett, weil Jungfrauen zum Beispiel, die später nach Kinder kriegen, so, ich weiß es nicht, was können Langzeitwirkungen sein, ich will mich also nicht impfen lassen. Das kann ich absolut verstehen. Wir haben eine Diskussion rund um die Wirksamkeit von den Impfstoffen. Wir haben Länder, wo ganz viel geimpft wird, Portugal und Irland, die wo kurz drüber im Hochrisikogebiet da. Wir wissen, bei der Omikron-Variante ist die Wirkung ganz niedrig, eben was die Verdrohung angeht. Aber wir haben keine Ahnung, wie es bei zukünftigen Varianten kann sein. Dabei könnt, dass eminent Virologen, und Madame Lehnert kennt die Diskussion, weil sie jetzt letzte Woche bei der Diskussion rund um die Petitionen selber genannt hat, man logisch schon eine neue Generation von Impfstoffen kreieren, eine neue Generation von Impfstoffen, die auch soll gegen Neumutanten können besser wirken und noch die Ausbreitung der Krankheit stoppen, was eigentlich eine Charakteristik von einem Impfstoff soll sein. Also die nächste Generation, dann stellt sich natürlich froh, weil auch Madame Gesundheitsminister das absolut weiß, sie hat es selber gesagt, ob so eine Impfpflicht affäre, wo den Impfstoff noch nicht da ist, anders ausgedrückt, wir impfen nur mit einem Impfstoff, von dem wir wissen, dass der geschwind durch eine nächste Generation Impfstoffe wird aufgelöst gehen.
wie viel Impfungen muss man machen, wenn wir dann obligatorisch gehen? Der Pass vaccinal, den er so op 9 Monate Durée, 9 Monate. Das heißt, muss sich allen 9 Monate, für das als geimpft gilt, wahrscheinlich impfen lassen. Der Booster, hat Madame Lehner das auch erklärt, auch der kriegt ein Verfallsdatum. Wir wissen noch nicht wie nie, wir auch da gedenken ja gesagt, dass den auch einen beschränkten Dauer hat. Das heißt, das ist eigentlich ein Abonnement, ob Impfungen, wer den da muss holen, weil das ist ja nicht ernst. Das ist ein Treatment, also viel meint eine Impfung. Aber wir wissen nicht, kein Heibanner weiß das, wie dann die Wirkung aus von kumulativen Impfungen auf unser Immunsystem. Wissen wir nicht. Dafür gegen Schmengen sollten wir aber aufpassen. Dann wir hatten schon ein paar Leute, das auch so, sollen die freie Schwar holen vom Impfstoff, evident, wenn sie schon impfen lässt. Aber die ganz wichtige Konsideration von den Nebenwirkungen. Wir wissen, dass Nebenwirkungen sind. Ich will nicht an Ziffern rangehen, an Zahlen und so weiter, das ist immer umstritten. 1 auf 5.000 kann deutlich sein und so weiter. Die Leute, die sich immer da beschäftigen, die wissen das. Wir haben ein anderes Reporting wahrscheinlich hier im Land, also auf jeden Fall nächste Woche gesucht gehen und das zum Tarif geschwert gehen, das relativ umständlich so Sachen zu melden. Wir haben aber hier im Land mit der Pharmakovigilance auch Zahlen von vielen Hospitalisierungen, von 11 wahrscheinlichen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Und dafür ist es doch ganz wichtig, ein ehrliches Reporting zu machen. Mir wird das wichtig ist, die ethisch froh als die Hai. Der Staat weiß, wir wissen alle gut, dass Nebenwirkungen auch von den Impfstoffen existieren, die auch potenziell können deutlich sind. Wenn also der Staat hier geht und schreibt Impfung 4, weiß der Staat, dass man einer gewisser statistischer Wahrscheinlichkeit auch Todesfälle provoziert. Das ist einfach so. Das kann natürlich so, ja, viel Männer, die man Covid gegen sterben. Mit dann also einfach die ganze Diskussion, und dafür wollte ich die hier abbringen, kann ein Menschenleben, kann der Staat das, Menschenleben gegen den abrechnen. Just eine Erinnerung. Wir hatten hier für ein paar Jahre eine Diskussion rund um den Renegade, von der ich erinnert. Der Renegade als das Szenario, wo ein Flieger entführt wird von Terroristen für eine Großzahl von Leuten tot zu machen. Da hast eine Diskussion gewesen, der wenn der Flieger aufschießen, da sind da vielleicht noch 100 Leute dran, für zu verhindern, dass man an dem Footballstadion flitzt, wo vielleicht dann 1000 Leute sind. An dem Holz haben CSV an die 3 Gambia-Parteien haben dagegen gestimmt, weil sie gesagt haben, es darf Menschenleben nicht gegen den abrechnen. Ganz interessantes Raisonnement. Das ist das Prinzip von der Indisponibilität vom Leben an der wir Leute nicht gegen den abrechnen. Das heißt, der Staat darf nicht beim Renegade ein Kleinzahl von Opfern erkaufen, wie ein Großzahl von Opfern zu verhindern. Das war das Raisonnement, aber das gilt ja heute auch. Mutatis mutandis gilt das auch. Das heißt, die Leute, die so in der Staat darf eine Impfpflicht abfeiern für dat wees, dat dummer da auch ein Reihe von Todesfällen provoziert gehen, das ist eben der statistische Effekt für ein Großzahl von Corona-Todeschen zu verhindern. Die Parteien, die das für uns 2 oder 3 Jahre refusiert haben, die können ja heute nicht den Kontra stimmen. Dafür will ich auch just warnen. Wir wollen auch mal ganz klar sagen, dass es auch Unsicherheiten gibt, bei der Zahl von Opfern, wen als wirkliche Corona-Todeschen? Wir haben da über 900 und das ist schrecklich. Und da wird gesagt, die sind oder mit dem Virus gestorben. Wir werden wo wirklich Tote so sagen. Den Herr Vera vom CHL, den hat schon gesagt, auf RTL, den 7. Januar, die allermeisten Leute, die trotz Impfung an der Reanimation landen, hatten einer schwere medizinische Probleme. Zum Beispiel Leute mit einem Autoaccident, wenn die einen positiven Test hatten, da gehen die auch gezielt mit oder mam Virus gestorben. Selbst mit dem Gesundheitsminister hat an einer Question parlementaire vom 10. Dezember 2021 geantwortet. Effectivement, toute personne disposant d'un test PCR positif est automatiquement comptabilisée dans les statistiques.
COVID-19 an dat sind net wenig. Allein vom 1. September 21 bis 10. Dezember 21 von der 170. Wir wissen also net gene, wann den net all Autopsie mecht wat eigentlich Todesursache. Dafür muss ich noch oppassen, dat den net op der enger Seite beim ander Reporting huet bei den Nierverwirkungen an op der einer Seite dramatisiert die 12, wo Leute die effektiv als hauptursächlich COVID gestorben ist. Dann muss ich noch gucken, da den Begriff von der Solidarität aber nicht überstrapaziert. Du muss auch gucken, muss Leute zibliert schützen. Und es soll den aber auch hingehen, wenn von intergenerationeller Solidarität schwätzt, muss aber auch den älteren Leute, die sie besonders menacieren, aber nur lehnen, dass sie sich impfen lassen, auch das als ein Teil für den Jungen ihre Freiheit zurückzugehen, für eben, dass die älteren oder menaciert Leute aber echt den Weg gehen, für sich dann eben freiwillig impfen zu lassen. Wir wissen noch nicht, wie die Reaktivität vom Immunsystem sich entwickelt über Zeit. Du gëtt eng Etude aus England, du gëtt awer en gros Polemik rondrem. Am mir hunn als neue Faktor Medikamenter, mir Pavloxid bestalt, an dat dewen der och net aus na verleieren, dat man lo effikaz Medikamenter hunn, sodat awer trotzdem die Impfpflicht awer och muss an eng andere Licht gesinn hin. Also sektoriell Impfpflicht. Mit dat ging dat zo feieren, dat Leiit wo 50 Jahre, die ha am Land wohnen, niwen Leiit wo 50 Jahre schaffen, die aus dem Grenzgebiet kommen, die eng sie geimpft, die einer net, da kann sich dann auch vorstellen. Am medizinischen Bereich also so, dat eng sektoriell Impfpflicht kann dazu feieren, dat Leute sich beruflich immer orientieren, weil das nun immer so, dass doch am Pflege und am medizinischen Bereich ganz viele Leute nicht geimpft sind, aber wir wollen die nicht verlieren, wollen nicht, dass die Leute sich abhalten mit schaffen oder sich beruflich immer orientieren, das Risiko besteht. Wir sie gehen einer Pressung, Nötigung oder Koercition von denen Leuten, weil riskieren, diesen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn ihnen das dann nicht möchte, das an uns nicht korrekt. Und das ist also auch eine Argumentation, wo so, dass auch ein sektoriell oder altersbedingten Impfpflicht doch nicht mehr nur zu Diskriminationen führt und auch für uns nicht der richtige Weg ist. Politisch. Also es ist ganz einfach so, dass ihr keine Banne seht, dass wenn eine Impfpflicht angefeiert wird, dann heißt das, dass man nur die Restriktionen können abheben. Das geht nicht. Das heißt, dass auch nach einer Impfpflicht mit all den medizinischen und rechtlichen Problemen, die da verbunden sind, ohne dass klar eine Promesse dahinter ist, dass da der Weg an eine Normalität, eine gesellschaftliche Normalität möglich ist. Natürlich, die Promesse kann die Regierung auch nicht gehen, an der Logik von ihren Maßnahmen. Da muss ich aber auch wissen, dass eine zusätzliche Last auf Leute gelöst wird, ohne einfach eine klare Perspektive für auf der anderen Seite eine Erleichterung. Wir haben auch die Impftoen, da wird gesagt, ja, das muss eine kollektive Immunität gehen und so weiter. Mir guckt euch doch die Statistik an vom 6. Januar, also die letzte, die wir gekriegt haben, bei den Kategorien über 40 Jahre, leiden wir doch weit über 80% Impf. Das ist doch praktisch eine Herdenimmunität. Weit über 80% bei allen über 40 Jahren. Ja, und das muss ich aber auch gesehen, dass man schon praktisch eine Herdenimmunität hier im Land erreicht schon. Das Argument von der Überbelastung von den Spitälern, da gehe ich immer mit grosser Freude darauf zurück, weil das ist ein, von mir aber ganz klar so, dass das ein Resultat von der Gesundheitspolitik von der LSAP ist. Ich habe heute Antwort auf die Question parlementaire vom Herrn Engelen vom 14. Dezember, ganz rezent. 1993 hat man 3023 später, 2018 haben wir da 800 Männer, 2233 bei einem enormen Wachstum von der Population. Question parlementaire, 14. Dezember 2021 vom Gesundheitsminister. Mitgezählt sie Betten soins intensifs, soins normaux, à Psychiatrie aiguë. Also das ist eine Statistik, die ganz klar ist. Also wir hätten gerne mehr Betten an der Spitäler, Proposition de loi Chef England, da sieht die Regierung aus, Madame Lehnert sieht aus, ja, Better, das geht doch nicht durch. Wir brauchen noch Personal. Wir wollten eine Nivelausstellung organisieren an den Spitälern. Wenn wir so Spitalsbetter ist, das ein therapeutisches Konzept, das sind Doktoren, das ist Personal rundherum, das ist nicht ein Nivel steckt, das ist selbstverständlich ein therapeutisches Konzept. Wisst ihr, dass wir mit das einzige Land sind, das null Reserven hat, null Reserven am Gesundheitssystem,
Wir haben an Südspidol nicht, an Militärspidol, das lässt auf sich werden. Mit das ist eine unverantwortliche Politik. Auch die Madame Lehner, die sind auch 2 Jahre Gesundheitsminister, das war, die sind viel beschäftigt mit den Pressekonferenzen. Aber auch die hat bis noch kein Konzept vorgelöst, die als Spitäler abzurichten, und gucken, dass wir Reserven hier am Land tun, wie das sich gehört. Weil bei dir merkt, dass sie so, wir wollen Spitäler nicht überbelasten, aber es ist eine Umverdelung. Die hat eine Gesundheitspolitik gemerkt über Jahre, wo der Spitalsblätter aufgebaut hat, und will eine Impfpflicht aufhören, die wälzt Verantwortung für ihre Politik auf die allgemeine Population auf, auf Platz eine falsche Politik zu korrigieren, die die seit Jahren feiert. Guckt das mal als Spitäler, guckt das mal als Spitäler, als Gesundheitswesen abbauen, Leid Konsequenzen drohen los von ihrer Kapazität für Spital. Ihr hättet lieber das Leid am Spital leihen. Dann, wir wissen nicht, und das auch noch bei den politischen Argumenten, nicht nehmen, dass man die Probleme am Spitalwesen haben. Wir wissen ja nicht, wir nicht all Donneien. Die hätten gesagt, wir akzeptieren, dass wir eine Impfpflicht aufhören, aber wir wissen mal nicht, wie die Situation im Terrain ist. Ich will just daran erinnern, Herr Kolb hat 2 Questionen parlamentäre gestellt, schmengend wo Madame Loche, die ist noch drüber gegangen, auf die Bremer Modell, wie zu froh, gibt es hier lokal Probleme, sie Probleme da, es wird nicht darüber geschwärzt. Die Regierung sieht, dass die Donneien sind nicht öffentlich akzeptabel. Das heißt, wir kriegen nicht alles gesucht, wir sollen aber einer allgemeiner Impfpflicht zustimmen, das könnt doch nicht auch froh. Und dann, guckt mal, wir wissen nicht, mit den Strophen. Wie viele No-Impfungen soll das da sein? Wir müssen eine Strophe aufhören. Also wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen noch keine Strophen. Weil das ist mal erstens auch nicht sozial, aber darum geht es nicht. Immer im Impfen, immer im Bestrofen, was ist das da für ein Gesellschaftsmodell, den der Reis heute proposiert? Das ist genauso, und das ist auch ein LSAP sagt, die mir nicht verstanden bei der AD, das ist den 3G auf der Arbeitsplatz. Das trifft doch die sozial schwer. Das trifft doch die sozial schwer, von dem muss bezahlen, wie schaffen zu gehen. Die Leute können sich doch freikaufen, mit das an dann können eine Partei, wo noch Gesundheitsminister als an der LSAP, und wir feiern hier ein 3G an, wo die Leute sozial schwer sind, müssen bezahlen, wie schaffen zu gehen. Ich felicitiere nicht für die sozialistische Politik, die da haben. Das ist doch nicht akzeptabel. Impfen das gratis. Mit den Strophen, die sollen dann immer kommen, 250 € oder 500 € wie CSV proposiert, all pro Monat, aber das ist eine Sozialpolitik. Also das ist doch nicht zu akzeptieren. Die merkt verstoppten, die merkt los schon einen verstoppten, oder tut er selber zogen einen verstoppten Impfzwang für die sozial schwer. Dann ich will auch so, und es gibt ja auch die international Argumente mit den Frontalien, das ist eine Situation, wo wir dann an Grundrechte, wo Leute angreifen, die nicht als Nationalität und nicht an unserem Land wohnen, ist schon das extrem komplex und extrem problematisch. Aber muss ich noch so, und das so noch Kollegen und den Linken, dass das doch eine Reihe von internationalen Solidaritätsfrohen abwirft. Das ist eine froh, wenn der Impfpflicht hat. Ich will just sagen, ich gehe nicht an die Argumente an, die Kollegen und den Linken werden das noch im Detail machen. Und ich will just sagen, dass wir an der ADR auch denken, dass die Überlegungen am Prinzip valid sind, und das valid, wir als Frohen zu stellen, und wir Logidere sollen 3- oder 4-fach impfen, von auf andere Plätze in der Welt 10% von der Population geben sind. Auch die Frage kann in sich absolut stellen. Es gibt internationale Engagementen, die wir geholt haben, auch an der Assemblée parlementaire vom Conseil de l'Europe, wo wir gesagt haben, wir sollten dafür sorgen, que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Und hier hat eine große Diskussion gefeiert, wo just der Contraire gemerkt wird zu Engagementen, die wir aber schon geholt haben. Also für uns ist ganz klar, aus all den Gründen, aus politischen, aus medizinischen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, wo man Leute zusammen feiern, und nicht die Griffe verdienen, die man in der Gesellschaft tun, dass für uns eine obligatorische Impfpflicht nicht erfragen. Und das wir brauchen nicht einen Mangel an Argumenten, weil die Hut nicht viel zu ersetzen durch mehr starke gesellschaftlichen Druck. Wir sind für freiwillige Impfungen, aber wir wollen auch, dass wir zurückkommen in unserer Gesellschaft, weg von den Verurteilungen von anderen Leuten, von den Theorien,
dass die sich nicht impfelose Schuld sind in einer Situation. Das ist nicht wahr. Wir wollen nicht, dass Leute diskreditiert gehen als Schwurbler oder als wissenschaftsfeindlich oder als Gott weiß was. Weil schon ich doch gerade diese pure Argumente genannt, die weisen, dass es rational eine gute Ursache sind, für sich gegen eine Impfpflicht zu stellen. Medizinischer, also auch noch juristischer, auch politischer. Wie wird soll ihn dann, wenn er so Argumente hört, diskreditiert gehen als Verschwörungstheoretiker oder so etwas? Man respektiert auch Leute, respektiert die Meinungen. Wir brauchen noch kein repressive Klima gegen Beamten, die impfkritisch sind. Für Wörter, sie sind Dinger vom Staat, von unserer Verfassung, sie sind Dinger von der Regierung. Er lässt auch den Beamten hier politische Freiheit. Ich hoffe, dass an Össi geimpft, ja, 3-mal. Und dann an der Presse, also dann nicht. Wäre dann nicht, das ist ein Appell, den ich heute Journalisten richte, wäre dann nicht schön, wenn wir auch an unserer Presse zurückfahren zu einem Ton von Objektivität, aber Respekt. Das wäre doch schön. Und, ja. Très bien. Was wir gerne hätten? Wir hätten gerne als ADR, wir wollen keine Verharmlosung von der Krankheit. Wir wollen auf der anderen Seite Respekt von denen, die mit guten Argumenten gegen eine Zwangsimpfung oder eine obligatorische Impfung gehen. Wir hätten gerne eine Lesung an einem guten Geist von einem Lützeburger Modell. Ein Modell, wo Respekt, wo Solidarität, wo Freiheit und Verantwortung, so wie man das zu Lützeburg für und ihr immer gemacht haben. Ist so nicht mehr. Ganz gut. Ganz gut.